Voilà, wir sind hier für mit der Oktavpredigerin Schwätze von das Bio, der René Schmidt, die ein ganz flott Thema für das Jahr rausgesicht hat oder vielleicht auch nicht rausgesicht hat, das kriegen wir noch mit. René, das Thema, von dem es da so schwätzt, war das eine spontane Eingebung oder ist das ein langer Prozess gewesen, für eigentlich auf den knackigen Thema zu kommen? Ja, also Oktavpredigerin musste Thema sichern, das heißt, du musst dich selber mit der Thematik auseinandersetzen. Ich hatte für alle Regionen ein anderes Thema. Und da habe ich schon relativ viel Gesicht gehabt. Und dann auf einmal, dann hast du das so in Christzeit, ja, das ist es nicht. Und dann war ich zu Kliev an der Abtei und ich schon da eine Zeit verstillt gehabt und ich wollte einfach mal lauschen, ja, was will ich dann den Leuten sagen und was will die Trägerin der Schiene sagen. Dann sind schon an den Lektorsaal gegangen und ich habe Konzilstexte geguckt und ja, Lumen ganz zum Schluss, Nummer 61, schon das Thema fand. Maria, Zeichen von Hoffnung und Trost, das war dann die Aufkürzung davon. Und du warst große Frieden. Das hat mit dir geschwärzt. Du konntest, ja. Was auch inspiriert für können, weil es sind 10 Predigten, das ist ja nicht gerade wenig. Ja. Du musst ja auch ein bisschen Inhalt dafür, das können zu verteilen. Schon ein bisschen gesehen, dass auch fehlt viel in Hoffnung. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Am Moment ist mehr einfach nichts so wie zu schwätzen. Ja, ich meine, dass die Leute Hoffnung brauchen. Sie brauchen einen Impuls. Keine großen Schwärmereien, aber kleine Ausstehs für zu sagen, das kann ich auch machen. Ich kann heute noch etwas beitragen zu einer liebevoller Kirche. Das ist mein Job, das synodal so geschehen. Nicht von oben auf, aber Leute, die zusammen umweg sind und die sich auch in den anderen schätzen, die sich neu kennenlernen, die zusammen abbrechen. Und die Oktav ist alles gut. Ich meine, da muss man das schaffen. Ein Impuls geben. Du bist die zweite Frau, die du als Frau an der Oktav predigt oder predigt an den Andachten, was du schon relativ, schon nicht exotisch, aber exzeptionell ist. Wenn du über Maria schwätzt, das ist ja in das Thema, schwätzt du als Frau ähnlich darüber, wie wenn ein Mann gibt durchstehen? Ja, da muss ich aufpassen, was ich sage, weil ich sie selber nicht Mann. Aber es ist eine Frau, ich denke schon, dass ihn dort Akzente ernst lädt. Eine Frau dreht ernst Leben. Normalerweise wurde ihn als Frau kann auf die Welt gesagt, das ist auch mit Geburt, mit Schmerz hat das zu tun. Das ist in einer Drohung Leben wie Männer. Vielleicht auch eine andere Sensibilität. Ich meine sowieso auch, dass die Verkündigung ähnlich ist von Frauen wie von Männern. Und die Kirche, die versperrt sich, wenn sie da nicht offen ist für das Wort von den Frauen. Ein verwischt Wort, ein Wort, das hoffentlich nur genug bei den Leuten ist, was sie trifft, am Herz am besten. Also wir haben Ostern just gefeiert, das ist noch nicht so lange hier. Da waren Frauen eigentlich die an der vordersten Front standen. Ja, und Männer haben ihnen nicht geglebt. Ne? Also musste ganz überzeugt sein bei den Predigten. Ich meine, auch bei den dritten Predigten, ich werde nicht laut bei jeder Ränge machen, aber ich hoffe aber halt, dass wir da ein Stück weiter sind, dass wir auch keine Fragen leben. Ich meine, dass du das gut rüberbringst. Die Typ Frau, die wir kennen aus der Bibel, die Maria durchstellt, das ist ja eigentlich, als das haut nach Beispiel, kann das ein Beispiel sein. Sie steht ja echt sie ist ganz diskret, muss ich sagen. Ja, sie ist diskret, aber sie hat auch ganz revolutionäre Texte gesungen, rabrucht an die Bibel. Wenn ich in den Magnificat gucke, das ist auch ein Text, der geht auch sozial und eine Umwälzung und eine Approche von Gerechtigkeit, wo man so du gehen wir in die Peripherie, bei den Leuten, die am Moment fährten, an die unter Armutsgrenze sind oder schon drinnen gefallen sind. Und das meine ich, du kannst Maria einen ganz guten Impulsgeberin sein.
Also selber habe ich Sachen gefunden, die ich führende Predigten nicht so empfunden habe. Das ist ein gutes Zeichen. Du liest ob vieles hoffen, was soll kommen. Viermal auf Wallfahrt zu kommen, das ist ja ein Oktav, so hat sie 14 dich, als da etwas, was Haut an Zeit passt. Ich meine, das ist ganz aktuell. Und sogar auch ganz bekannte Leute, schon habe ich ein Buch von Eric Emmanuel Schmidt, La Nuit de Feu, das war, wo er an der Wüste Sahara war, und eine ganz tiefe Erfahrung gemacht, wenn allererste Kehr, wo der Mann gemerkt hat, dass es aber vielleicht noch etwas über ihn gehen. Und hier hat für ein paar Monate, als sie an einer Wallfahrt auf Jerusalem gefragt vom Vatikan, für dort zu gehen. Und das war ganz interessant. Der Papst hat ihn dann selber empfangen und er hat carrément wie an dem Saint-Sepulcre hat den Christus begegnet. Und ich kann sich nicht mehr von dem richtig trennen. Das heißt, durch eine Wallfahrt, wo ihn am Anfang als ein Atheist auch sehr echt an lächerlich gezogen hat, und ich habe gemerkt, dass da etwas ganz Tiefes und etwas ganz Ehrliches auch bei den Leuten, die Pilgern ist. So schön, das nimmt als Beispiel an Schmengen Pilgern heißt gehen. Ich fahre nicht nur mit dem Bus oder mit dem Auto bis nur bei dir und dann mir Junker. Also ich zähle mich noch nicht zu den Ältesten. Ich will den Abruf machen, dass die Leute gehen. Dass sie so, ich gehe noch nicht eine Kleinstecke. Kann ich vom Bridel River an die Kathedrale gehen oder aus dem Grund. Oder von einer anderen Platz mehr weit. Ne? Und das ist wirklich flott. Über dem Gehen holen wir als Ulayes, als Gebiet in das Face. Das möchte etwas mit uns. Und das bringt uns oft mit anderen Menschen auch ganz ernst in Kontakt. Aber mehr Gott. Vielmals merci, René, dass du liest, ob vieles erwarten. Ich freue mich auf alle Fälle auf die Predigten während Oktav. Merci.